Nicht immer, wenn ich bete, bin ich so im Gebetseifer, wie ich mir das wünsche. Und Fasten, das brauchen wir schon gar nicht zu erwähnen. Spätestens, wenn wir das nächste Mal am Kühlschrank vorbeigehen, dann merken wir, wie das eine zähe Sache ist. Ja, ich werde euch gleich in den heutigen Predigttext. Und wir tun ihn da vorne einblenden. Ich hoffe, es gehe von der Grösse bis zum Hinterste. Sonst, wenn man es nicht lesen kann, wäre es so ein Hinweis. Also ich bin zuhinterst gestanden und mit meiner Brille konnte ich es lesen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich besser sehe als alle anderen, aber ich lese euch aus Matthäus 6, 5 bis 15. Matthäus Kapitel 6, Verse 5 bis 15. Und wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinander reihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon bevor ihr ihn darum bittet. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie er im Himmel geschieht. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns von dem Bösen. Und wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ein Text, der sicher einer von diesen Texten ist, wo uns bekannt sind, mindestens so der Mittelteil, der unser Vater beinhaltet. Aber ein Text, wo wir vielleicht manchmal auch überlesen, wo wir uns vielleicht nicht so bewusst sind, um was es geht. Und mir ist beim Vorbereiten so ein Bild in den Sinn gekommen. Mir ist das Bild begegnet von einem Schiff, das in Seenot geratet und strandet. Ich nehme nicht an, dass das eine oder das andere, ich wüsste ja mal nicht, dass von euch jemand schon so in Seenot war, mehrere Monate irgendwo auf einer Insel gefangen, also richtig in Lebensgefahr. Aber was mir dort begegnet ist, wenn man so Dokus schaut, dann merkt man, dass das Überlebensgeheimnis von so einer Gruppe, also wenn man nicht alleine strandet, sondern wenn man als Gruppe strandet, das ist dort, wo sie als Team funktionieren. Als Team, als Miteinander funktionieren. Und es kommt dort gar nicht mehr so gross darauf ab, welche Funktion du vorher auf dem Boot hast, sondern es kommt darauf ab, wie dass du deine Begabungen, die du hast, kannst in Dienst vom Kollektiv, vom Miteinander einbringen. Jeder hat etwas, das die Überlebensfähigkeit der Gruppe erhöht. Und dort, wo das gelingt, dort kommen solche Gruppen eigentlich vielfach ganz unbeschadet aus so einer Zeit raus, Monate, vielleicht sogar an Jahre, irgendwo auf einer einsamen Insel, aber wenn man zusammen unterwegs ist.
Und mir ist es so bewusst worden, dass wir in einer ernsten Lage sind. Uns ist das manchmal gar nicht so bewusst. Uns geht es gut. Ich nehme an, der hat weder wollen, hat er zum Morgen gegessen. Vielleicht war es mehr so ein Prioritäten-Zeitproblem gewesen, wenn man jetzt nicht zum Morgen gegessen hat. Aber ich glaube, von uns haben alle zum Morgen gehabt. Von uns haben alle ein Bett gehabt, irgendwo, wo man sicher schlafen konnte. Und doch, unsere Welt ist sehr in einer kritischen Situation. Unsere Welt ist mit ihrem Zustand, der sich von Gott abwendet, am Untergang geweiht. Wir sind uns das vielleicht gar nicht so bewusst. Und Judith hat eine Zahl erwähnt vorhin, der Segnung 10'000 Kinder kommen neu in die Schule. Wisst ihr, wie manches von diesen Kindern wahrscheinlich schon jetzt in den ersten Jahren schon irgendwo in einer psychiatrischen Betreuung muss? Und es hat zugenommen. Also das ist nicht, dass das jetzt jedes Kind irgendwie schlimm oder so, aber viele Kinder wissen gar nicht mehr, wer sie sind. Es spricht uns niemand zu. Und man will ohne Gott leben und man hat das Gefühl, das ist jetzt das Wesentliche. Wir haben endlich die Kette von der Religiosität, die Kette von dem Glauben. Wir haben Erkenntnis, wir haben wissenschaftliche Erkenntnis etc. Wir lassen den Glauben auf der Seite, wir leben frei. Und genau in dem Innen merken wir nicht als Gesellschaft, wie wir uns mehr noch in den Untergangszustand begeben. Und wenn man sich das so bewusst wird, dass man ja in einer ausweglosen Situation ist, dann will man gerne ein Handbuch. Wie wenn ich einen neuen Drucker bekomme oder irgendetwas. Ich möchte gerne wissen, das drücken und dann sollte die Maschine laufen. Ich möchte gerne so einen Punkteplan haben. Jesus tut hier in diesem Teil von der Bergpredigt im Kapitel 6, als letzten Sonntag zu Frutigen, habe ich über den Teil vom Almosen predigt. Und heute den Teil vom Gebet. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, das ist der vom Fasten. Und immer wieder sind Leute zu Jesus gegangen und haben gesagt, sag es Jesus, wie werden wir gerettet? Und ich glaube, wir tun manchmal ein bisschen urteilen über die Pharisäer oder die Schriftgelehrten, aber ich glaube, das wäre genau die Frage, wenn ich wüsste, Jesus, der Messias, der Retter von der Welt, der wäre ihm irgendwo zu Bern unter. Ich gehe dorthin auf Bern und ich möchte genau das von ihm wissen. Wie werde ich gerettet? Sagt mir's. Und Jesus tut dort etwas ganz Spezielles machen. Er gibt dort nicht einen Plan, sondern er sieht dort, schau, es kommt auf dein Herz an. Wo ist dein Herz? Ja, die zu Jesus kamen, das waren die, die es eigentlich gekannt hätten. Das sind die, die den Punkteplan gekannt hätten. Und sie kommen zu Jesus, wie wenn jemand mit dem Postenblatt kommt und sie sagen, Jesus, sag mir, wo muss ich noch ein Stempel drauf haben? Wo muss ich noch etwas abstempeln, dass es dir reicht? Und Jesus greift genau die Punkte, die so im landläufigen in Religiosität als das gelten haben, dass sie zeigen, dass du auf einem guten Weg bist. Wenn du gut Almosen geben, wenn du gut beten und wenn du gut kannst fasten, das ist wirklich so das Zeichen, dass du auf einem guten Weg bist. Es sind die Heilsdisziplinen. Aber Jesus sagt immer wieder, eben, es ist ein bisschen anders, wenn du das meinst. Es ist beim Almosen geben, im Gebet und am Fasten interessant, dass wir ich sage jetzt mal, die Disziplinen vom Glauben, dass wir die auch in anderen Religionen finden. Wir finden sie im Hinduismus, im Buddhismus, im Islam. Das sind
Wege zum Heil, die dort so beschrieben werden. Das habe ich noch interessant gefunden. Es sind manchmal noch weitere so Disziplinen drin, aber man kann sagen, Almosen geben, Gebet und Fasten, das sind so wie Kerndisziplinen, die jeder Religion zum Tragen kommen. Und dann könnten wir uns ja sagen, ja, das ist noch interessant. Wenn das in jeder Religion erwähnt wird, dann spielt es ja gar nicht so eine Rolle, in welcher Religion dass ich unterwegs bin. Wenn der Weg so zentral ist, dann spielt doch, wer hinter dran steht, gar nicht so eine Rolle. Aber Jesus sieht es ganz klar und er sieht es auch hier in diesem Text drin. Er sieht es in Matthäus 5, 48 vor dran, sieht er, euer Glaube soll vollkommen sein. Hört, wenn ihr nicht perfekt lebt, dann kommt ihr nicht in den Himmel. Euer Glaube soll vollkommen sein. Ja, wieso macht jetzt das Jesus so exklusiv? Weil wenn wir ehrlich und wahr und uns prüfen, dann merken wir, ja, unser Glaube, der ist überhaupt nicht vollkommen. Nicht immer, wenn ich das Portemonnaie auftue, wenn ich spende, tue ich das so völlig uneigennützig. Nicht immer, wenn ich bete, bin ich so im Gebetseifer, wie ich mir das wünsche. Und Fasten, das brauchen wir schon gar nicht zu erwähnen. Spätestens, wenn wir das nächste Mal am Kühlschrank vorbeigehen, dann merken wir, wie das eine zähe Sache ist. Und hier im Kapitel 6 sieht uns jetzt eben Jesus genau, es geht nicht darum, dass wir einfach nur eine Disziplin abhaken, dass wir einfach nur Stempel sammeln, dass wir nur wie beim OL Abdrücke sammeln, sondern es geht darum, dass wir in einer Beziehung sind mit ihm. Und warum seht ihr, mach es im Geheimen, mach es in deinem Kämmerlein. Lass die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut. Wenn du fastest, tu deinen Körper nicht in Asche hüllen und so, sondern tu ihn sauber waschen, leg die rechte an, es muss es niemand sehen. Weil genau das war eben das Stempel-Sammeln. Genau dort hat eben der treue Jod, der gläubige Jod, seine Bestätigung gesucht. Wenn die Leute gesagt haben, oh, du machst das gut, dann ist das eine Bestätigung. Ich bin wahrscheinlich auf dem richtigen Weg, wenn das die Leute so sehen. Und darum habe ich den ersten Punkt oder das erste Thema von meiner Predigt ist Abhängigkeit. Abhängigkeit. Ja, eben, man ist vom Wohlwollen oder vom Zuspruch von der Umgebung abhängig. Und ich komme nochmal zurück auf meine Eingangsgeschichte, wo du dich vielleicht gefragt hast, was hat jetzt das mit dem Predigtext zu tun, dass wir da überlebensfähig sein. Das ist genau das Geheimnis. Überlebensfähig nur als Team. Und man könnte sagen, das ist sich der Jod bewusst gewesen. Der Jod weiss, der Gläubige Jod weiss, ich bin abhängig vom Miteinander. Wir sehen es hier, wir haben jetzt wieder die orthodoxen Juden bei uns. Da könntest du mehr als 2 Zentimeter abschneiden von der Ernsthaftigkeit, wie der Glaube gelebt wird. Von der Seriosität, wie der Glaube gelebt wird. Glaube, der in alle Lebensbereiche hineingeht. Es geht vom Parkieren über das Licht anzudrehen, bis zum Schlafen, bis zum Essen. Überall ist sie sich bewusst, wir wollen recht leben. Unser Glaube hat eine Bewandtnis. Und eben, wenn man dann miteinander, ja, du machst es recht, Zuspruch bekomme, du bist gut dran. Aber weniger eben im Team unterwegs, dass wir einander stärken können, sondern mehr im Team, dass ich abhängig bin vom Zuspruch von anderen. Und wie ist das nicht auch manchmal in unserer Religiosität so, dass wir ein bisschen mehr abhängig sind vom Zuspruch von anderen, als dass wir den Zuspruch von Gott suchen? Abhängig. Wir sind abhängige Menschen, aber wir sind vor allem abhängig vom Vater.
Jesus zeigt uns das in diesem Gebet vor. Beten soll nicht Ausdruck von einer Frömmigkeit sein, sondern Beten soll Ausdruck sein von Abhängigkeit. Und wenn ich nicht mehr weiter weiss und auf die Knie gehen und sage, Vater, jetzt musst du mir einfach helfen, weil ich sehe nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr weiter. Und das ist bei mir in den letzten Tagen ein paar Mal gewesen. Ich sagte, jetzt musst du einfach helfen, ich kann nicht mehr, ich sehe nicht mehr weiter. Und der zu merken, ja, jetzt bin ich nicht mehr abhängig von meinem Wissen, von meiner Ausbildung, vom Zuspruch von anderen, sondern ich bin abhängig von meinem Vater im Himmel. Und sich dann dort auch bewusst werden, hat er sich einmal überlegt, wenn wir ins stille Kämmerlein gehen sollen, sind wir ja alleine dort drinnen. Und nachher sollen wir beten, unser Vater. Wenn ich doch im stillen Kämmerlein bin, alleine, dann bete ich doch, mein Vater. Mein Vater. Das ist nicht letzt. Aber wir dürfen eben gerade unser Vater beten, unser Vater, weil wir eben uns bewusst sind, wir sind eine Gruppe. Das ist kein Ego-Ding. Mit Jesus unterwegs sein ist kein Ego-Ding. Das ist eben eine Teamangelegenheit. Und in dem, dass ich Gott zuspreche, dass ich 100%ig von ihm abhängig bin, dass ich eben keine Show abziehen will, dass er der ist, der mir Rettung verschafft. Nur in ihm ist Heil. Er hat das Gesetz erfüllt. Dann kann ich auch bewusst sein, dass eben andere auch genau gleich im stillen Kämmerlein sind und auch beten, unser Vater. Und dort wissen wir uns verbunden. Und es ist klar, es heisst nicht, dass wir nicht in der Gruppe beten sollen, aber das Gebet in der Gruppe, das kommt immer aus dem Gebet im stillen Kämmerlein raus. Nur dort, wo ich eben keine Schau abziehen muss, nur dort, wo ich eben kein Regelwerk abziehen muss, weil ich und der Vater sind einfach für sich im Raum. Und das auch nicht in dem, dass wir Knie schlottern, sondern in dem, dass ich weiss, dass er mich liebt. Darum, unser Vater. Wir sind uns gar nicht bewusst, was das für ein Privileg ist, dass wir das beten dürfen. Dass Jesus hat gesagt, hey, betet so. Es ist sogar ein Auftrag. Unser Vater. Und wenn ich mit ihm das Herz teile, dann kann ich auch meine Motivation prüfen. Was ist meine Motivation? Und eben auch so dürfen mit anderen verbunden sein, im Miteinander abhängig mit Gott und voneinander. Und was mir weiter immer wieder spannend durch an diesem Gebet, ihr seht es hier, wie er im Himmel geschieht, also auf der Erde, wie er auch im Himmel geschieht, der Wille, und nachher kommt das Brot. Hat er noch schon mal gefragt, wieso kommt der das Brot, unser tägliches Brot? Also wir bitten, die Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Und jetzt bitte ich dich, gib uns unser tägliches Brot. Das gibt doch noch ein bisschen andere, grössere, wichtigere Sachen, als meine Versorgung. Aber ich glaube, Gott, unser Gott, ist ein Gott vom Leben. Und das hat mich in der Vorbereitung einmal mehr einfach fasziniert. Also der Zusammenhang vom «Sein Wille soll geschehen» und der Bitte nach täglichem Brot. Weil genau in unserer Versorgung, in unserer täglichen Versorgung offenbart sich Gottes Wille. Und ich habe es letzten Sonntag schon gesagt und ich sage es heute nochmal, es hat nichts mit einem Wohlstandsevangelium zu tun. Also es geht nicht darum, dass wir alle im März überkommen vom Himmel oben nachher, zumal dass das gar nicht unbedingt das gäbiges Auto ist. Aber wir sollen versorgt sein. Das ist Gottes Wille. Versorgung heisst Leben. Als lebendige,
versorgte Menschen dürfen wir uns auch für das Leben einsetzen. Und genau darin werden wir eben zu diesen Teamplayer, die ich vorhin schon erwähnt habe. Warum ist die Wirkung der Kirche manchmal so bescheiden? Warum ist die Wirkung der Kirche manchmal so bescheiden? Warum ist sie nicht grösser? Warum sehen wir nicht mehr? Und ich glaube, das ist genau ein Punkt, dass wir uns so häufig nicht bewusst sind, wie versorgt dass wir sind und wie versorgt dass wir auch sein von Gott her. Ich sage nicht, keine Herausforderungen mehr, wir wissen das Alltag immer wieder, aber jeden Tag wieder zum Punkt kommen und sagen, hey, bitte, schau du für mich. Ich will mich von dir abhängig machen, nicht von meinem Gehalt, nicht von irgendetwas, sondern ich will versorgt sein von dir. Und ich bitte dich, dass du für meine Versorgung schaust. Und es gibt einen Punkt, wo ich so gerne, nicht, dass ich nicht das Flair habe für Zahlen, aber eigentlich ist das etwas, wo ich immer wieder merke, das tut mir nicht so gut, wenn ich mich als Leiter von dem Chor Frutigland mit Geld auseinandersetzen. Ich merke einfach, das tut mir nicht gut. Es tut mir nicht gut, wenn ich sehe, wie viel das reinkommt. Es tut mir nicht gut, wenn ich sehe, wie viel das rausgeht. Und das ist etwas, was mich manchmal recht herausfordert. Und dort immer wieder zu sagen, nein, es geht ja nicht darum, dass man sagt, so geht noch mehr und noch mehr und noch mehr, sondern immer wieder selber zu dem Punkt zu kommen, dass ich auch in meinem Dienst darf sagen, gib uns unser tägliches Brot. Gib uns das, was wir nötig haben, für auch als Gemeinde können, Gottes Weg zu gehen, Gottes Auftrag zu erfüllen. Und das ist etwas, was für mich manchmal recht herausfordernd ist. Und ich möchte das üben, weil Gott ist nicht nur mein persönlicher Vater, sondern Gott ist auch mein Vater und mein Versorger im Dienst. Gott ist unser Versorger und unser Vater als Gemeinde. Miteinander sind wir abhängig von ihm. Abhängig leben und das Letzte habe ich so unter das Motto geschrieben, Verbindung. Verbindung, und da gehe ich zum Schluss vom Gebet und auch am Schluss beim untersten Abschnitt. Wir wissen, dass unser Vater, wenn wir das in der Gemeinde beten, sagen wir, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und das ist nicht letzt, wenn wir das machen. Das ist sicher ganz gut. Aber man ist sich nicht ganz sicher, ob das Jesus wirklich so gesehen hat. Weil in den ältesten Handschriften hört das Gebet dort mit dem Aspekt von der Vergebung und von der Versuchung. Unser Team ist angegriffen. Also wenn ich vorhin gesehen habe, für die Überlebensfähigkeit von einem in Seenot geratenen Team, von einem Team, das auf einer Insel ist wichtig, dass es eben als Team funktioniert, dass das funktioniert. Dann ist ganz klar, wenn ich die Überlebensfähigkeit von diesem Team mindern, dann muss ich anfangen, das Team zu stören. Dann muss ich dort sabotieren. Das ist der beste Weg. Und wenn wir ehrlich sind, das merken wir in der Ehe, das merken wir in der Familie, das merken wir in der Gemeinde, das merken wir auf der Arbeit, überall dort, wo unser Team Spirit angegriffen ist, wo das in Frage gestellt wird, wenn sie sagen, ach komm, blasen wir doch in die Schuhe oder blasen wir doch in die Schuhe, ich könnte es alleine besser. Genau dort ist eben so eine Logik drin, weil wir können es nicht besser, alleine. Und mir ist das Lied in den Sinn gekommen vom Zinzendorf, wo wir aber am Brüderdorf singen. Und dort heisst es,
von der Liebeskette, uraltes Lied, von der Liebeskette, und dass die eben so intakt bleiben. Und dass das sein Wunsch ist, dass die Liebeskette eben nicht bricht. Und die Liebeskette ist die Gefahr, wo wir uns nicht bewusst sind, dass wir miteinander verbunden sind. Und jetzt geht Jesus ganz konkret, zum Beispiel um vergebene Schuld. Ich habe etwas in meinem Leben, das nicht vergeben ist, wo ich Gott gegenüber beschuldigt wurde. Hey, das ist nicht einfach eine Bagatelle. Das ist ja nur mein Problem. Nein, das ist nicht mein Problem. Ich merke das in meinem Leben. Wenn bin ich nicht frei zum Dienst? Wenn habe ich Mühe, Leute zu begegnen? Das ist dann, wenn mir meine individuelle Schuld bewusst wird. Wenn ich zum Beispiel meiner Frau gegenüber versagt habe und nachher sollte ich vor Leuten reden. Das ist der Klassiker. Das ist doch super. Dann kommt der Teufel und sagt, hey, du hast es nicht im Griff und jetzt willst du noch etwas erzählen. Wenn wir mit unvergebener Schuld unterwegs sind, dann sind wir mit Scham behaftet. Es ist wie wenn wir unseren Dienst mit einer schweren Krugel am Bein machen müssten. Wir sind nicht frei. Wir wollen uns lieber verstecken. Wir haben Ausflüchte. Und warum soll ich das nicht machen? Und es kommt uns so viel in den Sinn. Und dabei wäre es auf einmal, vergib uns unsere Schuld. Vergib mir, ich habe versagt. Und ganz gleich geht es auch mit der Verbindung, die wir eben zu unseren Mitmenschen haben. Ach, doch lieber aufschreiben, was der mir alles zu Leid da hat. Lieber den Katalog nicht verlieren, das Handbuch nicht verlieren, das Notizbuch nicht verlieren. Weil solange dass ich dort noch etwas drin habe, das ich am anderen für haben kann, dann habe ich wie einen Trumpf im Ärmel. Solange dass mir der andere etwas zu Leid da hat, kann ich dann irgendwann in einer guten Gelegenheit, habe ich dann noch etwas zu sagen. Und du hast mir dann auch. Nein, lass los. Wir sind verbunden, ja, aber ungut mit dem anderen. Und das Bild ist das vom Luftballon. Das eine ist das mit der Krugel am Bein und das andere ist der Luftballon. Mega gäbig, so ein Luftballon, oder? Wenn du durch den Merit läufst, bleibst du überall hängen und nachher, wenn du ins Auto einsteigen willst, heicht er überall ein. Hauen wir doch den ab, fort, den anderen ihre Schuld vergeben, aus Gott abgeben. Nicht sagen, es ist in der Ordnung, sondern sagen, das, was mir der andere da hat, das vergebe ich dem und ich gebe es Gott her. Wir binden uns an sie. Nicht um ihnen eben zu helfen, sondern eben für noch etwas gegen sie zu haben. Und das Dritte ist dann auch die Versuchung, und ihr habt gemerkt, es steht da ein bisschen anders, weder dass wir es beten und führe uns nicht in Versuchung. In anderen Übersetzungen ist es noch extremer, führe uns durch die Versuchung durch. Und ich glaube, es ist gar nicht so wesentlich, dass wir uns überlegen, ist jetzt Gott der uns versucht oder sind wir es selber? Ich glaube, es ist einfach Fakt, dass wir versucht werden. Also noch wenn wir super das im Griff haben, wenn wir gefällt haben, wenn wir super vergeben können, einfach die Versuchung, die jeden Tag, überall, in jedem Ecken auf uns wartet, das ist ein Fakt. Und gewiss ist, dass er uns bewahren will. Er will uns bewahren, weil das Böse soll keine Macht haben über uns. Und so ist der andere eben auch nicht eine Gefahr für mich. Das kannst du ja, die Versuchung die kommt vom anderen. Nein, der andere ist nicht eine Gefahr für mich, sondern der andere ist genau gleich wie ich ein gottbedürftiges Wesen. Und ich möchte euch einladen, dass wir noch mehr uns wagen, in die Verbindung zu investieren. Nicht sagen, oh, das ist so mühsam, sondern dass wir uns wirklich bewusst
bewusst werden, wir sind mit Gott verbunden und wir sind auch mit unserem Mitmenschen verbunden. Im Gebet dürfen wir in unserer Abhängigkeit, nochmal, im Gebet dürfen wir unserer Abhängigkeit zu Gott Ausdruck geben. Er ist der Herr über das ganze Universum und wir dürfen seine Kinder sein, die er mit allem Nötigen versorgen will. Er will uns befreien, beschützen, dass wir gemeinsam als Kirche, und das ist noch weiter, weder nur Teils im Frutigland, sondern als universelle Kirche, als überlebensfähiges Team mit ihm sein Reich dürfen bauen. Amen.